Ich würde sagen, wir fangen an auf den Knien. Einen donnernden Applaus für diesen Mann. Er kommt zum ersten Mal hier hin. Für Markus Runge. Und er kommt her. Dankeschön, Dankeschön. Hallo? So schnell kann ich nicht wachsen. So, hallo, guten Abend, mein Name ist Markus Runge, hallo, die Laune ist gestiegen, Kabel da, Mikro da, alles gut. Warte mal, ich stimmt irgendwann nicht. Ah, ich dachte, ich habe abgenommen, da ist der Gürtel bis zum So, ja, das ist immer so, wenn man als Künstler auf die Bühne kommt und die kennen eigentlich alle erstmal so. Was sagt er jetzt? Man kann sich Stecknadeln fallen lassen hier. Ja, wie war euer Jahr bisher? Sagt mal. Super? Ja? Ein Freund von mir, der sagt, ey Markus, vorletztes Jahr war scheiße, letztes Jahr war kacke, dieses Jahr hat wieder so angefangen. Ich sage, ey, kein Problem, beschwer dich doch. Da sagt er, ja, wo soll ich mich denn beschweren? Ich sage, ja, bei Gott. Dann sagt er, soll ich beten oder was? Ich sage, nee, ruf ihn noch an. Sagt er, wie geht das denn? Ja, habt ihr noch nie am Telefon gesehen, bei den Zahlen sind noch Buchstaben? 4688. G-O-T-T. Ja? Und dann haben wir angerufen, zusammen. Und dann kam eine Stimme und hat gesagt, hallo, herzlich willkommen bei der Service-Hotline von Gott. Möchten Sie ein Blitzgebet machen, so drücken Sie bitte die Taste 1. Sind Sie unzufrieden mit Ihrem Körper oder haben ein Problem, drücken Sie die 2. Oder gehen gleich zum Arzt. Sind Sie schon tot und möchten ein Rückgewinnungsangebot, drücken Sie die Taste 3. Möchten Sie mehr Hirn, drücken Sie die 4. Und möchten Sie Gott direkt sprechen, drücken Sie die Taste 5. Ja, haben wir auch gemacht, weil wir wollten ja direkt landen. Habe ich 5 gedrückt und dann kam, Sie haben die 5 gedrückt. Meinen Sie wirklich, Gott braucht ein Telefon? Drücken Sie die 4 und bestellen Sie sich mehr Hirn. Vielen Dank. Normalerweise lache ich nur bei Taste 3. Okay. Ja, aber da merkt man mehr Hirn, ja. Wir werden ja eigentlich verblödet alle, oder? Durch Kino, Fernsehen, ja. Ich meine RTL, die sind wie Fukushima, ne? Die strahlen so lange, bis alle behindert sind. Ja, aber kennt ihr zum Beispiel den Kinofilm, der letztes Jahr für Furore sorgte mit der Parodie dieses völlig beschmierten Österreichers, ne? Er ist wieder da. Wer kennt das? Arme hoch. Jawohl. Ich hätte die Titelmelodie jetzt mal ganz anders gemacht. Ich hätte nämlich erstmal gesagt, ich bin wieder hier in meinem Revier. Und dann hätte ich ein Bild von Beatrice von Storch eingeblendet. Ja, aber der hat ein Thema in dem Film angesprochen. Und zwar haben die ja gesagt, der hat ja gesagt, so ab 20:45 Uhr wird zurückgesendet. Ja, die senden im Fernsehen 365 Tage im Jahr. Die verblöden uns völlig, ja. Das ist schon richtig. Aber feiertags, Ostern, Weihnachten, da holen die sich noch Verstärkung, weil die Privatsender das alleine nicht mehr schaffen mit ihren Sendungen. Ja, da gibt es schöne, exklusive Deluxe-Beschmierung aus Hollywood. Habt ihr mal Rocky? Wer kennt Rocky? Einer Rocky? Ja, ihr kennt alle Rocky. Die lügen uns an. Nach 12 Runden, obwohl er schon am Boden gelegen hat, da geht das los, da gewinnt er das Ganze noch. Die Wahrheit ist, nach 2 Runden wird dir ein Ohr abgebissen. Was? War das deins letzte Mal, oder? Warst du das Nummerngirl? Okay. Ja, nee, ja, Fernsehen. Guck mal, meine Frau, ich war krankgeschrieben und guckte Frühstücksfernsehen und da ist morgens um 6:30 ist er Koch und macht ein Mittagsgericht
Meine Frau sagt vorgestern zu mir, Schatz, warum schälst du morgens um 6:30 Kartoffeln und machst den Bauernfrühstück? Man wird schon bräsig in der Birne. Ja? Oder wer kennt Art Attack? Disney Channel. Kennt einer Art Attack? Wer hat Kinder? Ja, guck mal, einige kennen Art Attack. Das Gute bei Art Attack, die basteln dir den ganzen Müll aus dem ganzen Haus, basteln den ganzen Müll weg. Ja, Problem ist natürlich nur, wenn du dann zu Aldi willst, die nehmen die Flaschen nicht mehr an, weil die aussehen wie eine Palme mit einem Affen dran. Ja, also. Ja, und man kriegt kein Geld mehr dann natürlich. Scheiße, wo steht man hier auf einmal? Man muss einen Hut aufstellen. Ja, das Problem ist natürlich bei Art Attack, immer wenn man eine geile Idee sieht im Fernsehen, da ist der Kleber alle. Und dann versuchen wir einen zu kriegen. Ne? Ich war bei uns in Scherlebeck, wo ich wohne, da fahre ich in der Art Attack direkt los, überall in 2 Geschäften kein Kleber mehr. Treffe ich den Nachbarn, ich sage, wo kommst du denn her? Ja, ich habe Art Attack geguckt und habe Kleber gekauft. Vielen Dank. Ja, echt, weiß ich, da wird man völlig beschmiert, ja. Oder Grill den Hensler, ja. Ich habe die letzten 3 Sonntage, habe ich geguckt, der ist immer noch nicht durch. Die lügen! Permanent! Scheiße, jetzt habe ich den Text vergessen. Kennt ihr im Theater, wo so eine Soufflöse ist, die in so einer Kabine sitzt? Ne? Ich wünsche mir, da ist jetzt auch hier so eine Kabine und ich stelle einfach einen Spiegel rein, dann kann ich mir selber den Text sagen. Alles in Ordnung? Aber jetzt kennen wir uns. Wer bist du denn? Wie heißt der? Lara oder Sarah? Sarah. Ja, ich bin Markus. So, aber weiter, sonst ist Zeit gleich rum. Wie viel haben wir noch? 2. Kunstsport. Ja, aber jetzt muss ich noch. Hast du mal einen Spiegel irgendwie? Warte mal, wo weiter jetzt? Achso, mal Fernsehen, ne? Ja, also wir werden auf jeden Fall komplett verblödet. Das haut so nicht mehr hin. Das funktioniert so überhaupt nicht mehr. Und bei der Kindeserziehung machen wir es ja auch weiter. Ich bin letztens im Zoom Gelsenkirchen mit meinem Hund spazieren gegangen und da ist dann ein Vater mit seinem Kind und sagt, guck mal, ein Wauwau. Und ich sag zu meinem Hund, guck mal, ein Ja, ich meine, ihr lacht, aber das ist Realität. Die kommen ins Berufsleben, die Kinder. Und was sagen die, wenn wir denen die Sprache beibringen? Chef, du hattest gerade 3-mal Ring, Ring. An deinem Computer macht es gerade 5-mal Ping. Ich mache um 15 Uhr dann Ham. Der Bus fällt aus, kann mich heute einer mitnehmen mit einem Brumm, Brumm? Ja, da verblöden wir doch völlig. Das funktioniert einfach nicht mehr. Ja, Mann. Und was kommt am Ende dabei raus? Ich lese in der Zeitung, ja, in Düsseldorf vom Amtsgericht, da ist einer angeklagt, ein Taxifahrer, weil 3 Studenten ihn ins Taxi gefurzt haben. Ja, die konnten nicht bezahlen. Ich meine, das habe ich erstmal ganz neugierig gewesen. Ich denke, wow, dann kann ich ja jetzt auch mit dem Taxi nach Paris fahren, weil ich habe ja Geld quasi, Liter Kohlsuppe und läuft. Ja, aber die machen dann wirklich, stell mir vor, was macht der Richter denn da? Macht der Geruchsproben oder stellt er da noch einen Lautsprecher auf, damit er vielleicht noch eine Klage antreiben kann wegen Ruhestörung, weil die 65 Dezibel überschritten worden sind? Keine Ahnung, ehrlich nicht. Ja, so funktioniert das. Ich muss mal in mich gehen. Irgendeinen habe ich nämlich gerade vergessen. Life is life. Dankeschön. Ja, ich weiß nicht, kennt ihr das? Ich werde ständig auch verwechselt. Ja? Bei DM, ich arbeite in Essen, hauptberuflich, und bei DM, da stehe ich denn, ich soll meiner Frau Tampons mitbringen. Und die hat mir extra von der Packung, weil ich merke mir das ja nicht, ein Bild geschickt. Und dann knie ich so vorm Regal und gucke aufs Smartphone, vergleiche also das Bild jetzt, klopft von hinten mir einer auf die Schulter. Junger Mann, haben Sie das Haarspray von L'Oreal noch auf Lager?
Ja, und dann will ich gerade aufstehen, ich sage, was soll ich denn, ich arbeite hier nicht. Ja, und dann die nächste, und Hagel haben sie jetzt auch noch auf Lager? Ja, ständig denken die, ich arbeite da. Stehe vom Burgerladen in Essen, kommt eine Frau an und sagt, hat Marius schon Feierabend? Ich sage, wer? Ja, keine Ahnung, kenne ich nicht. Ja, und dann stand ich am gleichen Tag noch vor der Deutschen Bank, will mir gerade eine Zigarette drehen, kommt eine Frau an und sagt, Guido, gut, dass ich dich treffe, hat mein Mann schon Feierabend? Ich sage, der ging mit Bert, die ist gerade ins Hotel. Ja, und da die mich alle verwechseln, warte ich jetzt morgens auf dem Weg zur Arbeit schon immer darauf, dass der Lokführer aus seiner Kanzel rauskommt und sagt, gut, dass ich dich treffe, du kannst jetzt den Zug weiterfahren. Vielen Dank. Hast du aufgegessen? Mir geht das Material aus, Alter. Okay, warte, pass auf. Ich kaufe ja auch gerne ein. So, ich kaufe gerne ein. Und gestern meine Tochter, die heißt jetzt nicht so wie gleich, also die heißt jetzt in dem Gag halt anders. Meine Tochter, ich habe noch eine, hat noch ihre ihre Nachbarstochter mit, also die Tochter von der Nachbarin mitgenommen. Und dann waren wir bei Aldi und kurz vor der Kasse sage ich, Mädels, frag nicht warum, aber du heißt jetzt Marie Johanna und du heißt Christel. Ja, und dann habe ich bezahlt und ich stand noch an der Kasse und dann habe ich gerufen, Mariana, Christel, nimmt ihr den Bon noch mit und vergesst die Tüte nicht? Ja, vielen Dank, geile Stimmung, hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, ich darf hier nochmal wiederkommen. Dankeschön. Mein Name ist Markus Runge, sitdowncompany.de ist meine Seite, auch bei Facebook. Schönen Abend noch, viel Spaß. Dankeschön. Tschüss. Dankeschön, Markus. Ja, ich frage einfach mal, darf er wiederkommen? Ja, ich glaube, es wird knapp auf jeden Fall.